Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Was hatten die für ein Glück mit dem Wetter? Ich meine, die Faschingsbegeisterten. Sonne pur und strahlend blauer Himmel. Ich gönne es ihnen, auch wenn ich selber jetzt nicht so der Hello-Typ bin. Doch so schnell sie kamen, so schnell sind die tollen Tage wieder vorbei mit allen Vorbereitungen, die da waren. Ja, mit dem Aschermittwoch beginnt ja bekanntlich wieder die Fastenzeit. Da machen jedes Jahr immer mehr Menschen mit, katholische und evangelische Christinnen und Christen, aber zunehmend auch nichtkirchliche Personen entdecken für sich eine Zeit lang ohne Alkohol oder Süßigkeiten oder was man sich sonst so vornehmen mag, das kann Körper, Seele und Geist sehr wohl tun. Ich mache da jedes Jahr mit. Kein Alkohol, nichts Süßes. Abgesehen vom positiven Effekt auch auf der Waage, nehme ich bewusster wahr, wie oft ich zu Süßem greife, in Stressmomenten oder als Belohnung abends noch ein Bierchen oder das Viertel Wein. Fasten ist für mich etwas Meditatives, heißt, ich komme in meine Mitte. Durch das Weglassen gewinne ich etwas und das tut mir gut. Richtig gefastet habe ich als junger Mann auch ein paar Mal. Und ich habe gestaunt, was sich da alles im Körper so verändert. Ich war viel empfindsamer für alles, besseres Gehör, sensiblere Fingerspitzen, viel wacher und klarer im Geist. Fokussiert eben. Der Körper spart durchs Fasten viel Energie und geht auch mal an die Reserven, um die abzubauen. Für den kommenden Sonntag finden wir ein Bibelwort aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 4. Da geht es um die Versuchung Jesu. Nach seiner Taufe ist er 40 Tage und Nächte in die Wüste gegangen, so heißt es, und hat gefastet, also nichts gegessen, um dann vom Teufel auf die Probe gestellt zu werden. Natürlich hat er die Prüfung bestanden, aber ob ich die auch so bestehen würde? In unserer Gesellschaft, die in erster Linie auf Konsum und immer schneller und höher weiter ausgerichtet ist, ist die Entschleunigung, die das Fasten bringt, etwas sehr Kostbares. Ich kann ganz bei mir sein, mich selbst spüren und meinem Körper etwas Gutes tun. Und ich profitiere in vielerlei Hinsicht davon. Übrigens, auch mein Umfeld wird eine Veränderung bemerken. Genießen können auf der einen Seite und aus dem Vollen schöpfen können, das ist wichtig. Aber auch der Verzicht ist genauso kostbar, denn ich kann das eine ohne das andere gar nicht richtig wertschätzen. Und wenn die Fastenzeit dann an Ostern vorbei ist und ich den ersten Schluck Wein trinke oder das erste Stück Schokolade oder Kuchen esse, dann ist das wieder etwas ganz Besonderes. Also ganz gleich, wofür ihr euch entscheidet. Weniger ist mehr. Gute Zeit euch allen und tschüss. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.